Resolution der Baluchistan Volkspartei zum Gedenken dem Welttag der Menschenrechte Deutsche Komitee. Die Baluchistan Volkspartei veranstaltet jedes Jahr Demonstrationen und Kundgebungen, um den Internationalen Tag der Menschenrechte zu gedenken und seine Verletzung im Westbaluchistan zu verurteilen. Die Menschenrechtsverletzungen in Baluchistan nehmen jedes Jahr zu. Nun wendet sich die Islamische Republik mit ihrer quasi kolonialen Sichtweise und nicht erklärten Militärherrschaft gegen die 30-punktige UNO-Menschenrechtsartikel, in dem das Regime die baluchistanische Nation bewusst und systematisch an den Rande verdrängt. Die Baluchen auf moderne, quasi koloniale Weise vielschichtige mittelalterliche Diskriminierung und die Frauen mit doppelter Diskriminierung im Vergleich den Baluchen-Männer erfahren täglich Erniedrigungen. In der Islamischen Republik Iran Frauen werden im Vergleich zu Baluchen-Männern doppelt diskriminiert. Und zweitens, in Baluchistan gibt es keine Beschäftigungsmöglichkeiten und die staatlichen Arbeitsplätze an nicht einheimischen Menschen abgegeben werden, um die demografische Struktur schrittweise zu ändern. Dritte, die Sprache und Kultur der Baluchen wird verachtet. Die baluchische Kinder werden durch die fremdsprachigen Schulpflicht demütigt, die was zu einem Rückgang des Lernens und einem Desinteresse an Weiterbildung führt. Die Streitkräfte unter dem direkten Kommando des obersten Führers mit dem nicht erklärten Kriegrecht in Baluchistan, um das baluchische Volk einzuschüchtern. Außerhalb des Rahmens der Gesetze der Islamischen Republik mit Absicht ohne rechtliche Verantwortung schießen willkürlich auf die Baluche. Zusätzlich zu den kontinuierlichen und massenhaften Hinrichtungen von den Baluchen und den Massakern auf den Straßen regiert die Islamische Republik in Fällen wie dem Vorfall in Sarawan, bei dem kürzester Zeit mehr als 40 Menschen massakriert wurden. Das islamische Regime durch Terror und Waffengewalt verfolgt in Baluchistan ihre Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, droht immer wieder Festnehmen und Inhaftierungen. Siebte, die Islamische Republik Iran verhindert den freien Informationenaustausch und verfolgt und bestraft das baluchische Volk. Die Islamische Republik fordert seit mehr als einem Jahrzehnt den Plan, Baluchistan zu teilen, aber dieses Thema wurde von den Baluchen entscheidend abgelehnt. Der Teilungsplan, den das Regime in der Islamischen Beratenden Versammlung erhielt, um die Erklärung zu legalisieren, ist ein Plan gegen die Baluchen, der die Baluchen wegen ihres allmählichen Todes oder ihrer Aufnahme in die herrschenden Nationen marginalisiert. Dieser Plan wird die Bevölkerungsstruktur durch den Bau von den Siedlungen am Kunststreifen und die Ansiedlung von fast doppelt so vielen Nicht-Baluchen verändern und somit ermöglicht dem Regime, dieses strategisch außergewöhnliche Gebiet in Besitz zu nehmen. Diese Akt ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ermöglicht eventuelle Bürgerkriege. Daher muss es die internationale Gemeinschaft diese verhindern, um ihre
Handelssicherheit zu bewahren. Und den Regime-Nachbarstaaten von der islamischen Regime Bedrohungen zu beschützen. Die Bilanz der Islamischen Republik Iran in ihrer Feindseligkeit gegenüber dem Säkularismus und ihren Bemühungen um die religiöse Herrschaft zu institutionalisieren, sowie im Bereich des Menschenrechts ist außer Kritik. Die nicht in Regimesmacht beteiligten Nationen wie Belutschen, Türken, Kurden, Araber, Turkmen, Chlor und andere ethnische Gruppen und religiöse Minderheiten werden massiv unterdrückt. Die Belutschistan-Volkspartei fordert die Belutsche Bundesregierung und das Europäische Parlament nachdrücklich auf, die Islamische Republik bei ihren politischen und diplomatischen Beziehungen aufzufordern, die Rechte der Belutschen gemäß der Allgemeinen Erklärung der UNO-Menschenrechtskonventionen gewährleisten. Erste gegen den Willen der Belutschen und die Versuch, Belutschistan neu zu teilen und dem Ziel, den Umsiedlung von den Nicht-Belutschen, die demografische Struktur und den Besitz der Belutschen vor sich zu beanspruchen. Was die Ursache für einen Bürgerkrieg sein könnte, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Zweite, Einhaltung der allgemeinen Erklärung der UNO-Menschenrechte und des Völkerrechts. Dritte, die Rechte der Frauen sollten respektiert und ihre Sicherheit sollte gewährleistet werden. Vierte, stoppen die Hinrichtungen von Belutschen, Gefangenen und anderen Gefangenen unter jedem Vorwand, sowie stoppen das Töten von Menschen auf den Straßen. Fünfte, die Freilassung der politischen Gefangenen und stoppen die Verfolgung der politischen und soviel Belutschen Aktivisten. Die Belutschistan Volkspartei, 18. Dezember 2021.